So, ihr Lieben, zu Our Prayer. Und zwar heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Jesus nachfolgen ganz praktisch. Genau, und wir sind jetzt hier auch in unserem ICF Office. Das ist so der Meeting-Raum. Ich sage ganz kurz, hier sind eigentlich alle unsere Video. Wenn wir zum Beispiel mit anderen Teams abmachen, die irgendwo in Deutschland, Österreich sind, dann sitzen wir hier. Sieht man das jetzt da an diesem langen Tisch? So, an diesem langen Tisch, diesem langen Tisch hier. Und hier drüben ist dann unser Video, wo wir dann hybrid das machen. Und man sieht auf der Wand noch ein Bild von Susanne und mir. Das wird in den nächsten paar Wochen alles neu gemacht. Also an den Wänden kommen Slogans rein. Und das ist für uns eigentlich ein mega wichtiger Raum, weil vor Corona haben wir gedacht, es ist ein cooler Meetingraum. Als dann Corona kam und heute wir viele Dinge online machen, hat das eine ganz andere Bedeutung. So, jetzt gehe ich nochmal auf diese Seite. Ja, da bin ich wieder. Susanne ist schon da, ich bin auch schon da. Aber geil, Susanne, dieser Raum hat am Anfang, war wichtig, aber seit wir online Dinge machen, hat dieser Raum eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ist auch ein Steh-Meeting-Raum, eigentlich ohne Stühle. Wir haben da zwar ein paar Hochstühle getan, wo man eigentlich steht und dann in den Bildschirm schaut und dann eigentlich Leute vor Ort hat und auch online. Und darum auch wir, die viel reisen, können eigentlich, egal wo wir sind auf der Welt, können mit dem Team verbunden sein, unsere Inputs reingeben. Und das ist wirklich mega cool. Ja, und auch gerade zum Thema Jesus nachfolgen, ganz praktisch liebe ich es einfach, so viele technische Möglichkeiten zu haben, mit Menschen in Kontakt zu sein und sie an der Hand zu nehmen und einfach Jesus nachzufolgen. Ja, genau. Geht die Prayer Wall wieder online. Wir hatten heute ein Meeting, by the way, über das Gebets-App. Wir sind eine Gebets-App entwickeln. Wir sind schon das am Testen in dem Sinne. Und das wird auch dann, ich hoffe, in ein paar Monaten live geschaltet werden, wo man Gebetsanliegen und auch Gebetsgruppen, ihr werdet es dann sehen, alles machen kann. Frage war ich gesund wieder? Ich war 10 Tage wirklich, ich hatte Fieber, ich hatte Schmerzen im Hals und heute geht es Tag Nummer 1, also gearbeitet habe ich... Stimme hört man noch. Genau, gearbeitet habe ich immer in dem Sinne, wir hatten ja eine Worship-Tour. Es ist immer so, wenn wir ein neues Land einnehmen, habe ich noch nie erlebt, dass nicht irgendwo einfach Dinge geschehen. Aber hey, Susanne, kannst du ein Gebet beten, einfach ganz am Anfang? Ja. Und dann tauchen wir in das Thema ein. Wir beten zusammen für ganz verschiedene Themen. Ja, und es ist auch so schön, dass wir ausgerechnet mit dir zusammen sein können und jetzt beten. Und himmlischer Vater, hier sind wir. Wir strecken unsere Hände aus, unsere Arme aus nach dir, von wo auch immer wir jetzt zusammen verbunden sind. Und du bist in unserer Mitte. Heiliger Geist, ich danke dir für diese heilige Zeit, die wir haben, diese 35 Minuten, wo wir zusammen connected sein können und auch zusammen mit dir connected sein können. Du offenbarst Dinge, auch wenn es ums Thema Jesus nachfolgen ganz praktisch geht. Du sprichst in diese Zeit hinein, das ist unsere Erwartung. Hier sind unsere Herzen, hier sind unsere Ohren. Wir öffnen unsere Ohren, unsere Gedanken für deine Gedanken, Heiliger Geist. Ja. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du willst, dass alle Menschen Jesus kennenlernen. Yes. Amen. So, wir hatten für die schon lange meistens dabei sind, ganz früher, wenn ich das Wort früher nehme, muss ich ein bisschen schmunzeln. Wir hatten verschiedene Kurse, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, haben gesagt, gewinnen, dann werden sie gefestigt, man trainiert sie und man beauftragt sie. Das war ein mega cooles, einfaches Tool in dem Sinne. Dann haben wir uns ein bisschen von dem verabschiedet, es war ein bisschen ein Korsett. Dann kam Corona, wo wir andere Challenges hatten. Was wir jetzt gemacht haben, Susanne, bringen wir ganz kurz. Wir haben 3 Bücher wieder neu entwickelt und wir werden heute auch auf das eingehen. Das erste ist Entdecke Gott. Es ist kommt wahrscheinlich immer noch verkehrt rum. Genau, aber Entdecke Gott, genau, das ist eigentlich ein Buch, wo es darum geht, wo ich mit jemandem durchgehe, der im Glauben suchend ist. So ganz einfache Fragen, ein bisschen wie Alpha-Kurs. Wieso gibt es Gott, den Heiligen Geist, Jesus, für was Kirche? Alle diese Dinge. Und wenn dann jemand zum Glauben kommt, dann beginnt man Gott zu erleben. Das sind auch wieder 10 Themen, wo es darum geht, um die Finanzen, Sexualität, meine Begabungen, auch Kirche, alle diese Dinge. Und wenn dann du da mal Gott erlebt hast mit der Taufe, auch Get Free Weekend, dann Folge Gott, das ist ein Leidenschaftsbuch, wo es darum geht, wie können wir ganz konkret wieder Menschen
für Gott begeistern und wenn Menschen offen sind für den Glauben, wie kann ich sie ganz konkret auch mit einfachen Tools zu Jünger und Jüngerinnen heranentwickeln. So diese 3 Bücher sind neu und doch nicht neu. Wir haben es einfach ein bisschen neu gemacht und das sind so diese Bücher, die wir die nächsten paar Monate mit euch einfach etablieren möchten, weil wenn jemand zum Glauben kommt, natürlich man kann sie in den Entdecke Gott-Kurs schicken, ist auch okay so, aber noch cooler ist, wenn du mit der Person hinsitzt, am Café, im Restaurant, zu Hause, deine Nachbarn und gehst Kapitel für Kapitel durch, es ist alles selbsterklärend und wenn Menschen dir dann eine Frage stellen, die du nicht weißt, sagst du, gute Frage, muss ich darüber nachdenken, ich komme mit dem zurück, weil gläubig zu sein heißt nicht, wir haben alle Antworten. Und du wirst dann in deinem Glauben am meisten wachsen, wenn du mit diesen Fragen dich auseinandersetzt. Und das Problem ist, du hast oft das 100-mal gehört, die Antworten, die man Fragen gibt, aber wenn man nicht betroffen ist, vergisst man das wieder. Und dann wird das plötzlich extrem Praxis und man beginnt zu wachsen. Ja. Und Michael Sieber hatte genau darüber, über die Vision hinter den Büchern am Sonntag eine Message und wir möchten heute durch unseren Vision-Satz vom ICF Zürich durchbeten. Und der Vision-Satz kannst du auf unserer Homepage nachlesen, der heißt folgendermaßen: Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir unser Umfeld furchtlos leben und unser Umfeld positiv verändern. Das heißt, wir überlassen unser Leben nicht dem Zufall, sondern wir haben eine Leidenschaft entwickelt aus unserer Liebesbeziehung zu Gott, zu Jesus heraus, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das bedeutet, dass wir immer mehr von seinem Wesen hier auf dieser Erde widerspiegeln und dass wir uns nicht schämen für das, was wir glauben, für das, was Jesus in meinem, in deinem, in unserem Leben getan hat, das auch von dem auch zu scheinen, von dem auch zu erzählen und dann wissen, wir können das Umfeld positiv beeinflussen und das hat es zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte nötig gehabt, aber heute mindestens genauso nötig. Dann wollen wir jetzt auch zusammen beten, dass diese Leidenschaft Gott uns nochmals tauft, eine Leidenschaft, wo wir Menschen, die Gott nicht kennen, das Evangelium erklären, weil sehr oft wir schämen uns. Wir leben in einer Kultur, wo man mundtot gemacht wird, wo Meinungsfreiheit nicht mehr viel zählt. Aber ich möchte dich ermutigen, in China ist Meinungsfreiheit auch zerstört. Und da, wo es zerstört wird, wächst die Kirche noch viel mehr. Weil du kannst das Evangelium nicht totschweigen, du kannst auch nicht tot sagen, du kannst auch nicht tot verbieten. Und dann erst recht werden Menschen eben das, was sie erleben, das drückt aus jeder Pore durch. Und ich möchte mit dir zusammen jetzt einfach beten, dass Gott uns nochmals tauft mit einer Liebe für Menschen, die Gott nicht kennen. Vielleicht hast du in deiner eigenen Familie einen Vater, eine Mutter, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, die Gott nicht kennen. Und dann können wir jetzt einfach beten, dass Gott sich erbarmt über ihn. Vater, nämlich ich danke dir, dass du in meinem Herzen nochmals ein Feuer anzündest für die Menschen, die nicht mit dir verbunden sind, für Menschen, die weit weg von dir sind und meistens die Menschen, die am meisten über dich spotten, dich entehren, dich auch verachten und auch dich klein machen, sei es in Social Media oder sei es auch mit Gesetzen, sind die Menschen, die spüren, das Evangelium hat eine Kraft Gottes. Für Menschen, die nicht an dich glauben, ist das Kreuz eine Lachnummer. Aber wir, die wir gläubig sind, wir wissen, es ist eine Kraft, die uns freisetzt. Und ich bete heute mit dir zusammen, dass der Heilige Geist uns tauft mit einer Hingabe, mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt ausgegossen ist. Und wir halten ihr das hin. Ja. Weil wenn wir einfach an den Menschen vorbeigehen und es ist uns egal, Gleichgültigkeit heißt, man ist abgestumpft. Gleichgültigkeit bedeutet, diese Ernsthaftigkeit von Himmel und Hölle ist in uns wie verschoben. Und Gott kann Dinge wieder zurückrücken. Und ich bete für dieses Zurechtrücken im Namen von Jesus Christus. Und wir bleiben noch in diesem Anliegen drin. Und Leo, du hast heute Morgen uns als Staff die Aufgabe gegeben,
während der Sommerzeit zu überlegen, was unser Zielsatz ist im Leben oder was auf unserem Grabstein, um es ganz konkret zu machen, du möchtest, dass einmal draufsteht. Und jetzt habe ich einfach so überlegt, weil in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist ein sehr deutlicher Zielsatz von Gott. Und apropos Grabstein, ich habe mir einfach überlegt, das ist das, was bei Jesus auf dem, also bildlich gesprochen natürlich, auf dem Grabstein gestanden hat. Ich will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist eigentlich schon eine krasse Vorstellung, dieses Bild, dass Jesus gestorben und aus einem Grund, und das steht also bildlich auf seinem Grabstein, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und wir machen uns eins mit dem Jesus Christus, mit deinem Ziel, mit deinem Wunsch, mit deinem Anliegen, dass du willst, dass Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und hilf uns wegzuschauen von all diesen Dingen, wo uns davon ablenken möchten, von diesen Lügen, dass wir keine Zeit haben, dass wir nicht wissen wie, dass wir nicht wissen mit wem und deswegen das Ganze aufhören. Hilf uns, uns, Heiliger Geist. Und das ist ein ernsthaftes Gebet, wo ich weiß, das wird unsere Zukunft verändern und deswegen ist es auch ein bisschen also ich habe Respekt, wenn ich dieses Gebet bete, aber genauso meinen wir es, weil wir uns mit deinem Willen, was du willst, dass alle Menschen gerettet werden, möchten wir uns eins machen und da mithelfen. Ja, und ich bete auch, dass Gott uns mit Menschen verbindet, connected, die offen sind für das Evangelium. Wie dieser Kämmerer, der an der Straße war und Gott hat Philippus geschickt. Ja. Und das war aus dem Nichts raus und Gott kann so divine, man sagt göttliche Begegnungen kreieren. Und das ist auch etwas, was die Bibel sagt, man soll den Staub abwischen von den Schuhen, da wo das Evangelium nicht aufgenommen wird und man soll in die Städte wieder gehen, wo Menschen offen sind. Und es gibt einfach Momente, wo man den Staub abwischt, man sagt, ich habe alles in meinen Möglichkeiten getan, den Menschen das Evangelium erklärt. Natürlich, wenn es deine Kinder, dein Mann, deine Frau sind, kann man nicht sagen, ich wasche den Staub weg von meinen Füßen, das ist was ganz anderes. Aber es geht um eine Grundhaltung, dass ich dich bitte, Vater im Himmel, dass du uns gebrauchst und auch uns da, wo wir sehen, im Tram, im Zug, an der Arbeitsstelle, in der Uni, im Sport, in der Freizeit, wo wir auch immer sind, dass du uns verbindest mit den Menschen, die einfach jemand brauchen, denen ihnen das Evangelium erklärt, der ihnen das auslegt, was es heißt, an dich zu glauben, was es bedeutet, einen liebenden, gütigen, gnädigen Gott zu glauben, auch in einer Welt, wo man vielleicht das Gegenteil sieht von Krieg, von Mord, von Terror und all diesen Dingen. Und ich bete einfach das für euch und für uns auch als eine Church, dass Gott uns Türen öffnet, die Gott nur aufmachen kann, wo wir das Evangelium in deiner ganzen Größe, Länge und Tiefe erklären werden und dürfen. Und leidenschaftlich, Jesus, leidenschaftlich. Yes. Wir sind eine leidenschaftliche Kirche. Das bedeutet, wir sind angetrieben von der Liebe, die wir von dir erlebt und empfangen und erfahren haben. Ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt aus diesem Vision Statement ist, Menschen werden Jesus ähnlicher. Also wir richten uns auf Gott aus und wir beten auch, dass wir Menschen zu Jesus führen können. Das ist das eine. Und dann beginnt das, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ist eigentlich ganz einfach. Das, was man sich den ganzen Tag beschäftigt, zu dem wird man. Also wenn du Jesus ähnlicher werden willst und du die Bibel liest und du ein Gebetsleben hast, dann wird deine Gedanken, deine Gefühle werden ausgerichtet auf Jesus. Ich sage immer, das beste Beispiel, wenn du das nicht glaubst, ist die Sonnenblume. Die sieht genau aus wie die Sonne, weil sie schaut jede Sekunde, keinen Moment schaut sie von der Sonne weg. Und sie reflektiert das, was sie anschaut. Und das finde ich eben auch ein Bild, ich möchte Jesus ähnlich werden, sage immer, lies dein Bibellesen. Wie sieht deine Gebetszeit aus? Oh, schwierig, ganz kurz, SOS-Gebet, Gott hilf, macht Gott immer. Ja. Aber so entsteht nicht diese innige Freundschaft in dem Sinne. Und darum auch da wieder ein Gebet, wo wir einfach beten möchten, dass wir in unserer Zeit, die wir haben alle gleich viel Zeit, by the way, die Frage, wie teilt man das ein? Ja, und in Römer 8, Vers 29 steht, dass das unsere Bestimmung ist, Jesus ähnlicher zu werden. Es heißt hier, wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, das ist unsere Bestimmung,
seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und ähnlich, das ist so eigentlich ein starker Ausdruck, weil ich zeichne ja oder male und ich habe einen Löwen abgezeichnet von einem Bild und es ist so faszinierend. Ich meine, wenn mein Löwe dem Originallöwen immer ähnlicher wird, weil ich so viel daran arbeite und es fast gleich aussieht, dann ist es einfach fantastisch und das ist ein Bild für mich geworden, was es heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Also wir schauen Jesus an, wie du es gesagt hast, und wir entdecken immer mehr Facetten und weil wir ihn anschauen, werden wir ihm immer ähnlicher. Und du hast es aufgezählt, eben durch Bibellesen, der Heilige Geist hilft uns dabei und indem wir einfach hinter Jesus hergehen und ihn nicht einspannen für unsere Dinge, sondern ihm hinter nachlaufen. Lass uns dafür beten. Ja, was ganz ein einfaches Beispiel, Möglichkeit ist auch, wenn du deine Augen schließt, natürlich jetzt, wenn du im Auto fährst, nicht optimal, aber wenn du deine Augen schließt und dann schaue Jesus an, und nimm vor dein inneres Bild jetzt Jesus. Und mir hilft immer das Kreuz. Das ist ein Bild, wo ich mal einsteige. Und mein Kreuz ist dann immer leer, weil ich weiß, okay, das stimmt, er ist für meine Sünden gestorben. Er hat das auf sich genommen. Er hängt nicht mehr da. Und jetzt stelle ich mir Jesus vor, mit einem Bild, das ist ein Bild von Jesus, wo dir einfach hilft, wie als eine Eselbrücke, um dir das vorzustellen. Und jetzt stell dir vor, Jesus ist vor dir und du schaust ihn einfach mal an. Und während du Jesus anschaust, geschieht etwas. Dann würde ich dich fragen, wie reagiert Jesus? Also schaut er dich auch an, schließt er seine Augen, legt er seine Hände um dich, sagt er dir etwas? Umarmt er dich, geht auf deine Knie und wäscht deine Füße oder schaut dich einfach an, ohne was zu sagen oder legt seinen Finger auf dein Herz, um was zu befehlen. Das ist eine ganz einfache Übung, weil das, was du jetzt erlebst, wie du jetzt Jesus auch ganz konkret erlebst, ist etwas, was wie in dir jetzt abgeht. Und so entsteht eigentlich eine ganz einfache Kommunikation mit Jesus. Er holt uns immer da ab, wo wir sind. Also wir sind im Elend, wir sind im Zweifel, wir sind im Gefühlschaos mittendrin, wie im Hamsterrad, wir kommen nicht mehr raus. Wir haben Glauben, wir haben einen super Tag. Er holt uns immer da ab, wo wir sind, aber lässt uns nicht da, wo wir sind. Nie. Oder weder in einem Sieg, Jesus lässt sich nicht in einem Sieg, Jesus wird dich auch nicht in deiner Niederlage lassen, never, in beidem nicht, sondern er nimmt dich in die Position, wo du merkst, unabhängig von allem, was geschieht. Das ist eine einfache Übung, Jesus ähnlicher zu werden. Dann sagst du, Jesus, was möchtest du mir sagen? Was ist auf deinem Herzen? Und ich schaue ihn an. Und ich schaue an, wie er reagiert. Ja, mega schönes Bild. Und ich habe das Bild vor Augen, was ich vorher schon gesagt habe, dass er vorausgeht und ich gehe hinterher. Er sagt, hey komm, wir gehen da durch und ich gehe hinterher. Und manchmal entdecke ich mich, dass ich vorausrenne und sage, wo bist du denn? Komm mal endlich. Und er bleibt einfach stehen und sagt, hey, schau mal hier, hat es eine schöne Blume, bildlich gesprochen, oder hier ist das. Lass uns da einen Moment bleiben. Ach, ich habe keine Zeit, Jesus muss jetzt weiter, da vorne wartet dies und das. Nein, nachfolgen. Das ist ein Bild von Nachfolge für mich ganz persönlich. Vielleicht inspiriert es dich auch zu sagen, okay Jesus, wenn du hier stehen bleibst, dann bleibe ich auch stehen. Ja. Wenn du weitergehst, dann gehe ich auch weiter. Yes. Hilf uns, Jesus, dir nachzufolgen. Das bringt viel Entspannung. Danke viel mal. Du kannst auch später machen, diesen Dialog, wo ich gesagt habe, wo du dir einfach Jesus vorstellst. Und das ist mega krass, was dir da entgegenkommt bei dir selber.
Aber ich möchte sagen, Verdammnis und Verurteilung ist nie von Jesus. Also wenn du das Gefühl hast, du bist schlecht, du bist nichts, es kann sein, dass Gott im Moment mal zeigt den geistigen Zustand von dir. Das kann schon sein. Aber es ist nie verurteilend, es ist nie zermürbend und es ist nie kleinmachend. Das ist immer wirklich vom Teufel. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu vernichten und auch zu töten. Aber Gott gibt Leben im Überfluss und das möchte ich auch bewusst zurufen. Das Dritte, was wir beten möchten, ist, Menschen leben furchtlos. Und dieses Wort furchtlos, darüber haben wir uns oft diskutiert, kann man sagen, wir sind furchtlos. Und wenn man eben Apostelgeschichte liest von der ersten Kirche, es heißt wortwörtlich, sie waren furchtlos. Sie hatten keine Angst, das Wort furchtlos kommt davor. Ja, und ich finde es auch schön, dass das genau aus diesem Bild, das du beschrieben hast mit dem Dialog von Jesus, da kommt die Furchtlosigkeit her. Genau. Also die wussten auch, Herr Jesus hat den Preis bezahlt aus der Apostelgeschichte. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat die schlimmsten Qualen erlebt, schlimmer kann es nicht mehr werden. Und das aus Liebe zu uns Menschen, damit der Himmel offen ist, damit der Himmel auf diese Erde kommen kann. Und dieses Bewusstsein und diese Liebe von Jesus, die hat sie furchtlos gemacht. Und genau darum geht es. Genau dafür möchten wir beten. Wir haben einen Auftrag, Matthäus 28, Vers 19 steht, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Weil Jesus gesiegt hat am Kreuz. Deshalb geht hinaus und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und das wollen wir furchtlos tun. Ja, weil man hat oft Angst, wenn jemand jetzt zum Glauben kommt, wie kann ich die Person dann weiterführen? Angst, heutzutage ist sie überfordert. Angst, was sage ich? Angst, manipuliere ich jemand? Das ist auch so ein Wort. Wenn ich nichts sage, hast du nicht manipuliert. Wenn du etwas sagst, kann es falsch verstanden werden. Also ich kenne jetzt nicht deine Ängste, deine Zweifel, wo du hast, um Menschen an der Hand zu nehmen. Aber das Furchtlose, was denken Menschen, was sagen sie, wie nehmen sie das auf, was ist, wenn ich mich überfordert fühle, all diese Dinge hier oben ist eine Blockade vom Feind Gottes. Weil Gott gibt dir nie einen Auftrag, wo du nicht in der Lage bist, das auch umzusetzen. Ja. Also Gott kennt auch das Maß, wo er uns zumutet. Es gibt auch das Maß vom Glauben. Es hat nicht jede Person gleich viel Maß an Glaube bekommen. Auch interessant. Es gibt ein Maß von Glaube und es gibt auch ein Maß von Dingen, die dir Gott zutraut. Aber wenn Gott dir einen Menschen an die Seite gibt, wo zum Glauben kommt, dann dürfen wir nicht die Angst haben, was löst es aus bei dieser Person. Und Susanne, bete für das einfach, dass Gott uns tauft mit dem Geist der Kraft, der Einsicht und auch der Erkenntnis. Ja. Heiliger Geist, hier sind wir. Danke, dass du uns füllst mit deiner Kraft. Dass du uns füllst mit deiner Weisheit. Yes. Dass wir weise in die Welt, also vor die Haustür, in die Nachbarschaft, in unser Umfeld gehen können. Weise, mit einer göttlichen Weisheit, genauso wie du das gemacht hast. Du hast dich unter die Leute gemischt und dann sind Fragen gestellt worden und dann hast du weise Antworten gegeben. Einfach so weise Antworten. Sie haben dir immer wieder Fallfragen gestellt und du hast einfach weise geantwortet. Um diese Weisheit bitten wir, dass wir von dir erzählen können mit Worten, wie Petrus es damals bei seiner ersten Predigt gemacht hat, die einfach geführt sind von dir, Heiliger Geist. Und dass wir auch die nächsten Schritte sehen bei uns selber in der Nachfolge und auch zum Beispiel am Arbeitsplatz, in unserer Familie, bei Menschen, dass wir einfach bei Menschen in unserem Umfeld, dass wir den nächsten Schritt sehen, den du mit diesen Menschen gehen möchtest und meine Hände, Füße, Augen, Ohren und Mund dazu gebrauchen möchtest. Genau. Und wir sagen auch, dass der Geist der Angst, der muss weichen im Namen von Jesus. Wir sind nicht getauft worden mit Angst. Es gibt berechtigte Ängste und es gibt unberechtigte Ängste. Aber der Teufel wie ein brüllender Löwe flüstert uns immer ein, er ist immer laut, er ist immer erschreckend, es ist immer kleinmachend, es ist immer einengend.
Und er flüstert uns aus, dass wir nicht gute Leiter sind, dass wir nicht in der Lage sind, dass Menschen offen sind für Jesus. Er sagt uns immer, deine Familie, deine Kinder, dein Mann, deine Frau, dein Nachbarn, niemand wird zum Glauben kommen. Und wer ist überhaupt schon das Evangelium? Es ist eine Lachnummer. Niemand geht dann zu Gott mehr. Niemand geht in die Kirche. Alles ist vorbei. Es sind solche Worte, die gestreut werden. Und ich sage, dass du Gott uns jetzt taufst mit einem Mut von Kühnheit, von auch eine Überzeugungskraft, aber auch eine Art und Weise, wie wir Dinge kommunizieren, wo wir merken, das kam jetzt nicht aus meinem Munde. Das war jetzt eine unglaublich göttliche, geführte Wortwahl. Auch Worte aus deinem Munde sind geleitet von Gott. Worte aus meinem Munde ist wie ein Schwert, wo Dinge trennen zwischen Mark und Bein, Geist und Fleisch, Hohes und Tiefes. Und ich bete, dass deine Zunge und deine Worte, die du in deinem Leben hast, wie ein Schwert wird, wo auch Dinge, die falsch sind, werden geschnitten. Dinge, die falsch sind in der sichtbaren Welt, auch in der unsichtbaren Welt. Wir schneiden es im Namen von Jesus Christus. Und jeder Fluch und jede negative Aussage, jedes gegen uns falsche Denken, schneiden wir ab im Namen von Jesus. Und wir sagen, der Geist des Herrn, der Kraft, der Erkenntnis, der Liebe, der Besonnenheit, der wohnt in uns. Und wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Und ich taufe dich heute mit diesem Geist der Furchtlosigkeit, Kühnheit und Mut, Dinge durchzubrechen. Ich sage bewusst das Wort, durchzubrechen. Dinge durchzukämpfen, wie durchzuschlagen, wie ein Durchschlag, ein Durchbruch im Namen von Jesus. Amen. Also, wir sind daran, wir haben die Leidenschaft durchgebetet, wir haben durchgebetet, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir furchtlos leben. Und jetzt kommen wir zum 4. Punkt. 5 haben wir, Menschen verändern ihr Umfeld positiv. Und wir sind das Licht, das die Welt erhält. Und wenn wir draußen sind, dann ist Licht und die Welt ist das Dunkel, das ist die Tatsache und das hat eine Kraft. Ja, und es braucht doch gar nicht so viel, ist auch noch interessant. Wenn wir waren waren wir im Restaurant und dann haben wir unseren Hochzeitstag gefeiert, also einfach, wir haben nicht mal eine Blume, nichts gehabt. Und dann fragte der Nachbar uns, was macht ihr hier? Und wir haben gesagt, unser Hochzeitstag, ja, gratuliere, 1., 2., 3., 4. Wir haben gesagt, nee. Wie lange waren wir da verheiratet? 30? Damals. 30 Jahre. Und der ist fast vom Stockel gefallen. Alleine die Aussage, wir sind 30 Jahre verheiratet, ist schon ein Licht, ist schon ein Salz. Sagen Leute, ja, wie geht denn das? Also, ich möchte sagen, wenn Menschen eine Frage stellen, werden Menschen überrascht sein über die Güte Gottes, das Gott in dich hineingelegt hat. Darum, Salz und Licht zu sein, ist nicht so schwierig, weil du bist es. Mehr als du denkst, fühlst und auch oft wahrnimmst. Ja, das heißt, Matthäus 28, Vers 20, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch. Leo, der erste Teil von diesem Vers, der gefällt mir nicht, und der zweite Teil von diesem Vers, der gefällt mir. Der zweite Teil, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch. Ja, weißt du, der erste Teil heißt so, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Also zuerst muss ich mal wissen, was hat er mir überhaupt aufgetragen, und dann lehrt sie, das tönt so, das tönt so fast schon so von oben herab. Und ich habe auch schon negative Situationen erlebt, wo man belehrt wurde oder wo man belehrt hat, und deswegen mir nichts Gutes aus. Du kannst nur jemanden lehren, der auch lernen will. Also wenn Menschen nicht offen sind, dann bringt das gar nicht. Das ist eben der Punkt. Wenn jemand mich fragt, erkläre mir das Evangelium, erkläre mir, was das heißt, Gott nachzufolgen, ist ein offenes Herz da. Das ist das Gleiche, wenn du das Evangelium verkündest von Leuten, die nicht offen sind, dann prallt das ab, dann ist es peinlich, dann ist es religiös für die Leute. Aber die fragend sind, wie der Nikodemus am Straßenrand und sagt, ich verstehe kein Wort, erklär mir das, ist eben was anderes. Und Lehren ist nichts anderes als, das Reich Gottes hat andere Prinzipien. Es ist nicht die Lehre der Welt. Die Lehre der Welt ist anders. Das Reich Gottes ist anders aufgebaut. Finanziell ist es anders aufgebaut. Es ist vom Lebensansatz anders aufgebaut. Es ist, was ist groß und klein, anders aufgebaut. Auch all die
Werte, die wir haben, gut, schlecht, böse, Dings, erfolgreich, nicht erfolgreich, alle diese Dinge, hat Gott einen anderen Maßstab. Und ich glaube, das, was Gott sagen möchte, ist, wir müssen diese Maßstäbe Gottes, kann man nur verstehen, wenn man auch im Reich Gottes lebt. Und wenn man nicht im Reich Gottes lebt, dann hört sich das alles nach Religion an und es macht keinen Sinn. Es ist wie wenn wenn ich ein Auto entwickle und ich gebe dir das Handbuch in die Hand, du fährst aber nie Auto, fast Fahrrad, dann macht das alles keinen Sinn. Du verstehst nur Bahnhof. Aber wenn ich ein Auto kaufe, dann ist mir Wunder, wie funktioniert das. Ich bin offen dafür. Und ich glaube, die Gebote Gottes sind nicht kompliziert. Es sind die 10 Gebote. Und wenn du Menschen fragen würdest, ja, wenn ich Gebote entwickeln würde, dann sagen sie, ja, aber nicht so wie Gott. Und dann beginnen sie, ja, Morden ist nicht gut, gut, okay. Lügen ist nicht gut, okay, gut. Stehlen ist nicht gut, okay. Untreue, und dann sage ich, ja, das sind die 10 Gebote. Also am Ende vom Tag, let's be honest, man kommt zurück auf die biblischen Grundlagen und das meint Gott mit dem und es ist nicht so kompliziert. Also dann lass uns beten, dass wir die Menschen vor Augen geführt bekommen, die eben offen sind, wie du gesagt hast. Das ist ein guter Punkt, weil sonst stülpt man ihnen es auf, sie wollen es gar nicht hören, sie wollen es gar nicht wissen. Aber lass uns beten, zusammen hier einstehen und uns auch eins machen in diesem Gebet, also wir können uns die Hände geben, wir strecken sie aus zu euch, dass wir uns eins machen. Heiliger Geist, zeig uns diese Menschen, die offen sind, die in deine Familie gewartet haben, bis ihnen jemand erzählt, weil sie schon vorbereitet wurden oder weil sie eine Sehnsucht nach dir haben, Gott im Himmel. Öffne uns die Augen, wir machen uns eins mit diesem Gebet. Zeig uns diese Menschen, denen wir Dinge erklären dürfen, die ihnen helfen, die sie in die Freiheit führen, die sie in den Frieden führen, wonach sie sich gesehnt haben, die sie in die Gemeinschaft mit dir führen, wonach sie sich gesehnt haben. Zeig uns diese Menschen. Ja, zeig uns diese Menschen im Namen von Jesus. Ja. Und jetzt gibt es einen wichtigen Punkt, wo ich das erklären will in diesem Gebet. Und es geht mir jetzt gar nicht alleine um diese Bücher, aber wenn ich diese Bücher nicht bewusst erwerbe, das ist keine Werbung das ist mega wichtig, aber wenn ich die nicht kaufe und nicht anschaue und überlege, Heiliger Geist, für wen kann ich dann das erklären? Mit wem kann ich entdecke Gott durchgehen? Also du hast es nicht mal zu Hause, dann hat man keinen Glauben. Die Bibel sagt, wir sollen gemäß dem Glauben handeln. Und wenn wir sagen, wir wollen Menschen in die Nachfolge von Jesus schicken und diese 3 Bücher sind bei mir zu Hause vor dem Café, dann betet man und sagt, Heiliger Geist, bringe mir einen Menschen, wo ich das Buch durchgehen kann. Aber wenn ich das Buch schon nicht habe, ist immer wer schreibt, der bleibt. Und das ist das Problem, man hört etwas und ich sage dir, in 3 Tagen hast du alles vergessen. Aber dieses Buch erinnert mich daran, stimmt. Wen entdecke ich mit ihm Gott? Und wo erleben wir Gott? Verstehst du, was ich meine? Man muss Dinge praktisch machen, und weil sonst kommt der Feind und er stiehlt die Worte wieder. Und ich möchte dich einfach motivieren, mach Dinge praktisch. Weil diese Bücher liegen bei uns auf der Theke zu Hause. Ich sehe die jeden Tag. Und jeden Tag sage ich, Gott, gib mir eine Person. Wenn ich das nicht mache, ich habe genug zu tun. Ich habe genug Challenges. Also das ist das allerletzte, wo ich daran denke. Und das ist eben, wie der Feind operiert. Du bist berührt am Gottesdienst oder was auch immer. Es spricht dich an. In 2 Tagen hast du es vergessen. Und darum, ich möchte sagen, die Kraft von etwas schreiben, die Kraft von etwas hinlegen, was man anschaut, ist absolut entscheidend, dass es irgendjemand auch hilft, etwas zu verändern. Ja, und der letzte Punkt ist, wir sind eine Kirche, die multipliziert. Schön. Das ist einer unserer Lieblingsverse aus 2. Timotheus 2, Vers 2. 2 und Timotheus irgendwo dazwischen. Heißt, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Und das ist eigentlich kurz zusammengefasst, was in diesem Buch da vorkommt. Folge Gott, das ist die Multiplikation. Also das, was wir gelernt haben, geben wir weiter. Das, was du gelernt hast, das gibst du wiederum Menschen weiter. Und wir zum Beispiel haben uns gestern als Small Group entschieden, wir werden nach den Sommerferien, wenn wir uns
treffen, dieses Buch durchgehen, dass wir einfach, genauso wie du vorher gesagt hast, dass wir geistlich bereit sind und ausgerichtet und uns mit Themen befassen. Wenn wir Menschen treffen, dann connectet das viel einfacher, wenn wir gefüllt sind mit diesen Themen da drin, die es ganz genau zeigen, wie geht das ganz praktisch. Ja, und das andere ist, wenn du schon lange gläubig bist, sagen Leute, ja, das Feuer ist nicht mehr da, am Anfang war alles prickelnd und spannend. Der Punkt ist, dass in dem Moment, und das kannst du testen, wenn du heute mit jemandem über Jesus sprichst, Ja. dein Herz am Abend, du kannst es nicht mehr beruhigen, es ist so on fire, du fühlst dich so verliebt. Das Gleiche, wenn du jemand wieder zum Glauben Jesus führst, wenn jemand an der Hand nimmst und ihn oder sie heranführst, was es bedeutet, das ist der Moment, wo dein Glaube wieder richtig aktiv wird. Und das braucht gar nicht so viel, weil der See Genezareth und das Tote Meer haben beiden einen Einfluss. Beim See Genezareth fließt das Wasser rein, hat einen Einfluss und einen Ausfluss. Beim Toten Meer fließt es nur rein und bleibt. Und da ist alles tot. Das gleiche Bild, wenn es keinen Output, einen Ausfluss in unserem Leben gibt, dann wird der Glaube tot. Ja. Dann ist es zwar interessant zum drin schwimmen, aber kein Fisch lebt mehr da. Und darum, ich möchte jetzt einfach beten, dass Gott dich gebraucht, dass du einen Fingerabdruck oder einen Fußabdruck, das ist ja ganz modern, dein Fußabdruck hinterlässt. Und ich hoffe, du hinterlässt viele Fußabdrücke für Gott. Man sagt immer, so wenig wie möglich, so viel wie möglich für Jesus. Ja. Dass man sehen kann, du warst überall, hast das Evangelium verkündet. Am Samstag, das noch ganz kurz, bevor wir beten, habe ich meine Familie eingeladen, das heißt unsere 2 Söhne mit ihren Frauen und Enkelkind und meine Mami habe ich eingeladen. Meine Mami hat gesagt, jede zweite Woche, sie ist jetzt 82 Jahre alt, bereitet sie ein Thema vor und sie hat einen Hauskreis, eine Small Group, einen Workshop, wie auch immer du dem sagen willst. Und sie hat gesagt, sie bereitet immer Content vor und eigentlich ist sie die Beschenkteste, Genau. weil sie sich mit diesem Thema beschäftigt und das kann ich nur unterstreichen. Also wenn wir dieses Buch durchlesen, sind wir die Beschenktesten. Ja. Wir haben ja Videos zu allen diesen Kapiteln aufgenommen. Ich musste mich in dieses Thema reindenken, das ist ein Thema Basic vom Glauben und trotzdem, ich habe am meisten davon profitiert, dass ich es vorbereiten konnte. Also, geh und multipliziere das, was du weißt. Ich bete jetzt einfach, dass Gott dir den nächsten einfach wie Schritt leitet, wo du lernen darfst, du hast nicht zu wenig, um zu geben und du hast nicht zu viel, um nicht verschwenderisch zu geben. Also niemand von uns hat zu wenig oder niemand von uns ist keine Leiter, keine Leiterin. Wir sind alle Leiter, weil du leitest am Ende vom Tag dein eigenes Leben. Nur schon das ist Leiterschaft. Und ich bete, dass die Multiplikation in deinem Leben sichtbar wird und Gott dir Menschen an deine Seite gibt, wo du unterweisen darfst, ganz einfach, ganz simpel, auf Augenhöhe und erleben kannst, wie dein Leben einen Unterschied macht und Fußabdrücke hinterlässt im Namen von Jesus Christus. Und das bete ich. Segne dich im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott im Himmel. Ich segne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der an unserer Stelle gestorben ist. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du nie alleine in deiner eigenen Kraft leben wirst. Amen. Amen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein. Denkt dran, Daumen hoch, Kommentar, so werden es Leute auch sehen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch noch ganz kurz, wir haben eine wunderbare Frau. Susan, kannst du mal ganz kurz die Tür öffnen? Und zwar da draußen stehen alle diese Pakete, man sieht es hier. Hier diese Pakete, die gehen alle weg. Nelly! Alle weg. Komm an, Nelly! Hier weg, Komm. hier weg. Da haben wir Nelly, sie packt Nelly! Sie packt alles ein, jede Woche wunderbar, wird verschickt. Genau, und es ist wirklich cool. Also es ist nur ein kleiner Teil, was heute weggeht. Darum danke vielmals. Und ja, das ist unser Office. Noch was. Jeden Dienstag gibt es Früchte. Früchte. Jeden Dienstag gibt es Früchte. Oh, richtig! Ist ähnlich wie im Zoo, wenn man die Elefanten mit Bananen füttert, werden unsere Leute mit Obst gefüttert und darum sind sie so
so stark, so sehen so gut aus. Es ist nicht unser Make-up, es sind einfach diese Früchte, gell? Also, Also, love Lieben, you. war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Also, mach's Tschüss. gut. Ciao, ciao. Arrivederci.